Eine Frage, deren Antwort mich auch interessieren würde. Wie kann man nur so von Hass zerfressen sein? Eine deutliche Ansprache. Und so beginnt erneut der Kampf zwischen Sasuke und Naruto. Das letzte Mal aus der Sicht von Naruto, dieses Mal aus der Sicht von Sasuke. Gegnerangriffsstärke um 70. Okay, das überrascht nicht besonders, jetzt in diesem Falle, weil Naruto wohl kaum seinen Wachzustand einsetzen dürfte, weil das wäre ein bisschen unlogisch, da der Wachzustand von dem ja der Kyuubi-Modus ist. Bam. Komm nur, komm nur. Du hast keine Chance, Naruto. Siehst du es nicht, Naruto? Du hattest noch nie eine Chance gegen Sasuke. Und auch heute sieht es nicht anders aus. Die Musik spricht für sich. Naruto versucht seinen oder zumindest mal einzigen besten Freund zurückzuholen, aber Sasuke sieht nicht, wie sehr es Naruto versucht. Oder zumindest sieht es nicht, wie sehr auch er selbst es eigentlich noch herbeisehnt. Nee, das klingt irgendwie falsch. Wohl er will es nicht sehen. Er sieht nur noch die Rache. Alles andere ist ihm egal, solange er nur seine Rache bekommt. Okay, Naruto, der Move war nicht übel. Das musst du neidlos zugestehen. Ich habe das Taujutsu eingesetzt, hallo? Von mir aus mal wieder Susanoo. Ich mache sonst nichts anderes, nicht wahr? Das kann man ein bisschen nur unerwartet, muss ich sagen. Ja, vor allem weil Naruto schon so gut wie am Boden lag. Okay. Genug gespielt. Bam! Und da fliegt der gute Naruto. Irgendwie klappt hier überhaupt nichts mehr so, wie es sollte. Ja doch, jetzt geht's wieder. Sasuke liegt deutlich in Führung, wie es eigentlich auch sein sollte, nicht wahr? Zumindest laut den Jutsu, die sie gerade drauf haben. Spannung pur, denn auch Naruto gibt alles, um seinen Freund zu retten. Und irgendwie funktioniert das mit dem Dreieck und Kreuz nicht mehr, hallo? Ganz ruhig. Ah, jetzt klappt's wieder. Bam! Wow, wow, wuhu, yeah, yeah! Finish him off. Er will sich nicht packen lassen, der gute Naruto. Aber wir müssen doch einsehen, dass er gegen Sasuke keine Chance hat. Wir müssen ein bisschen aufpassen, mir geht nämlich bald das Chakra aus und hallo, jetzt ruckelt es plötzlich auch noch.
Das war's. Knacks! Wirbelsäule zertrümmert. Zumindest jetzt noch. Und nach dieser Kampf wäre erledigt. Und zum Abschluss nochmal Rang C. Man kennt ja nichts anderes. Der Tsuchikage Onoki. Ist das richtig geschrieben? Ich dachte eben, der schreibt es mit 2 O's statt OH. Kurotsuchi. Was? Kurotsuchi? Ist das seine Enkelin oder ist das jetzt der sein fetter Bodyguard? Akatsuchi. Ah nein, das war der, genau. Kurotsuchi ist seine Enkelin und das ist sein Bodyguard. Ein bisschen Ryo. Ja, auch ein bisschen Ryo muss sein. Ja, ein bisschen Kohle ist nie verkehrt. 激闘に幕が降りてもなお、サスケとナルトは退治を続けた。 Wer weiß, wann der Kampf, oder zumindest mal der Wettstreit, jemals vorbei sein wird. 睨み合う両者。だが、サスケを連れ戻すため、マダラがその場に現れたことにより、 Ich behaupte mal, die Antwort auf diese Frage besitzt nur Kishimoto, da er ja den Manga auch schreibt. 事態は収束へと向かい始めた。そこにつながりは見えない。 Eigentlich recht traurig. それでもなお、ナルトはサスケを追うことを決意し、そしてサスケは伸ばされる手を打ち払うため、新たな闇を手にすることを決意する。 Stellt man sich wirklich die Frage, wie lange dauert es noch, bis Sasuke endlich mal einsieht, was wirklich wichtig ist. すでにその瞳に光はなく。 Schön ausgedrückt dafür, dass Sasuke allmählich erblindet. いずれ訪れる退治の時に向けて、サスケは再び歩き始めようとしていた。 Und holt sich die Augen seines Bruders, um das ewige Mangekyo Sharingan zu erhalten.これが最後の術になるだろう。キリン！雷鳴と共に散れ。全てはイタチが仕組んだ戦いだった。あいつはお前のことが何よりも心配だった。血の涙を流しながら感情の一切を殺して里のために同胞を殺しまくった男がどうしてもお前を殺せなかった。その意味がお前にわかるか。あいつにとってお前の命は
許せサスケ、これで最後だ。体が冷える。そろそろ戻るぞ。俺もお前の憎しみ背負って一緒に死んでやる。どうした？なんでもない。Sasuke weint und der Himmel mit ihm. Vielleicht ein Zeichen dafür, dass Narutos Bemühungen 闇 doch nicht vergeblich sein か werden. つての日々を捨てかつてのつながりを断ち切る。瞳を閉じ深淵に沈み憎しみを吠えて少年は再びそこへ望む野望がためにそこに Ich frage mich gerade, was dieses Blatt eigentlich zu bedeuten hat. Vor allem der Schnitt da drin. Könnte es das sein, was Naruto benutzt hat, um herauszufinden, was er für ein Element in sich trägt? Da hat er doch mal so eine Übung gemacht, um Blätter zu zerschneiden mit seinem Futon Element Jutsu. Ja gut, Nummer 19 von mir aus. Nummer 190, was auch immer das zu bedeuten hat, können wir uns mal am Schluss ansehen. Das des Rächers. Titel 1 erworben. Rächer in. Die Geschichte von Itachi Uchiha. Oh, neues Szenario. Die Geschichte von Gaara. Ja, ist gut, wir haben langsam alle Geschichten zusammen, oder? Gibt's ja wohl nicht. Und das war's endlich mit der Geschichte von Sasuke Uchiha. Und dafür haben wir auch die Trophäe bekommen und natürlich auch verdient. Ja, hier sieht man es genau. Die Geschichte von Naruto und des jungen Naruto haben wir fertig. Die von Sasuke auch. Jetzt kommt noch Trophäe, noch die von Kakashi Hatake. Da dürfte auch Minato Namikaze, sprich Narutos Vater und der 4. Hokage dabei sein. Dann gibt es noch die von Jiraiya, von Gaara. Ja, die von Zabuza sind wir erst am Schluss. Und dann gibt es noch die von Itachi. Gute Frage, welche Story wir wohl im nächsten Part angehen werden. Ich schätze mal, wir könnten eigentlich die von Itachi nehmen. Dann hätten wir zumindest mal alle Uchihas durch und könnten nachher mit Kakashi und Jiraiya und dann auch mit Minato. Ich glaube, da rechts unten dürfte Minato sein. Sehen wir gerade nicht, aber ist halt noch im Schatten. Dann noch Gaara und so weiter und so fort. Also es gibt sicher noch einiges zu tun für uns. Ja, schnell zurück zur Modusauswahl. Dann können wir uns noch schnell die Charaktere bestaunen, die wir bisher freigeschaltet haben. Nicht ganz. Hier, freier Kampf. Was sinkt deine Gesundheit und eine bestimmte Stufe kannst du Erwachen benutzen. So oder so ungefähr. Und da haben wir schon Naruto normal, beziehungsweise hier noch, das kennt ihr bereits mit 9 Schwänzen Rasengan und dem Rasen Shuriken. Dann hier noch, ach stimmt ja, so, der Naruto mit dem Erwachmodus als Kyuubi. Hier noch der Senin Naruto Modus sozusagen. Der Mitsukage, der Raikage, der Tsuchikage. Den Sasuke kennen wir auch mit Amaterasu und Chidori. Noch der mit Kirin, was hat denn der sonst noch? Wahrer Chidori-Speer? Achso. Susano, Höhlenversteck, Flammenkontrolle, Amaterasu, Chidori.
dann dürfte dieser Sasuke wohl der aktuellste sein. Sonst was Neues bekommen? Ja gut, dann so. Izanagi, genau, Izanagi. Die Illusion schlechthin, wa? Und Tobi auch noch. Sonst, glaubt nicht viel Neues, wa? Hokage hatten wir vorhin schon. Da fehlt noch der 4. Hokage und irgendwie fehlt noch Tsunade. Vielleicht kommt die weiter oben noch, wer weiß. Itachi haben wir jetzt auch mit Tsukuyomi und Jutsus Doppelgängers, DG Körperklatscher. Keine Ahnung, was das sein soll. Vermutlich irgendwie sein Krähen-Jutsu. Sein Jutsu mit den Krähen. Kimimaru, genau, da gibt es ja auch noch. Ino, naja gut. Das dürfte es wohl für den, fällt gerade auf, Orochimaru ist gar nicht dabei. Hä? Ja. Naja, vielleicht kommt er noch. Gut, Freunde, das war's von diesem Part. Im ersten Part geht's dann mit der Geschichte von Itachi weiter. Da bin ich schon mal gespannt, welche Szenarien alle angespielt werden und welche Kämpfe wir bestreiten. Wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei diesem grandiosen Spiel. Bei Generation.